Der Osterhase Hansi heisst die Geschichte. Die hat mir auch meine Großmutter erzählt. Und die geht so. Der Osterhase Hansi war der jüngste von der Osterhasenfamilie. Und die haben im Wald in einem Haus gewohnt, das ausgesehen hat wie ein Ei. Und wenn sie anfangen, Eier färben, weil sie gewusst haben, dass Ostern kommt, das haben sie nämlich immer gewusst, wenn die Osterglocken vorgekommen sind, dann hat man gewusst, jetzt ist dann gleich Ostern. Dann haben sie eben drinnen Ostereier gefärbt, als die Leute, die im Wald spaziert sind, es nicht gemerkt haben. Dann haben sie nicht wollen, dass man weiss, dass der Osterhase jetzt arbeitet. Und alle Kinder haben drinnen geholfen. Sie haben in grossen Kästen am Herd haben sie rote und blaue und gelbe Eier gefärbt und haben zum Teil Kräutchen drauf da und zum Teil haben sie es gemalt. Und der Jüngste, der Osterhase Hansi, hat gesagt, darf ich auch? Und der Vater hat gesagt, nein, du bist noch zu klein. Du könntest die Eier kaputten oder du könntest es also verfärben. Also das geht jetzt nicht. Und er hat gestürmt. Und am Schluss hat der Vater gesagt, also, weil du jetzt doch auch so etwas grösser wirst, kannst du das mal mit einem Körbchen voll Eier ins Dorf und dort bringst du es an der rechten Adresse und dann können die Leute die am anderen Tag ihren Kindern in die Nestchen tun. Die sind froh, wenn die heute das schon haben. Und dann hat er sich angelegt und hat das hinten auf sein Trottinett da und ist mit seinem Trottinett durch den Wald gefahren. Er hat die Abkürzung genommen und dann hat es halt gerade angefangen zu runkeln und er ist über einen Stein oder über eine Wurzel gefahren und es hat ihn gerade umgejagt und alle Eier sind am Boden. Und er musste staunen. Hey. Ei, das kann ich dir nicht sagen daheim. Alle Eier haben Plätze abgehabt und haben Sprünge gehabt. Alle Eier waren kaputt. Dann hat er sie gleitig wieder zusammengelesen und hat sie hier wieder ins Körbchen da. Und nachher hat er gedacht, also so kann ich die den Leuten nicht bringen. Jetzt fahre ich zu unserem Doktor, vielleicht kann der mir helfen. Und dann ist er gerade zum Doktor, hilf mir geschwind gefahren, hat dort gepöpperlet. Und der hat rausgeschaut und gesagt, Osterhase Hansi, was machst du da, was willst du? Es geht nicht um mich. Ich bin mit dem Trottinett über eine Abkürzung gefahren, durch den Wald und über eine Wurzel und dann ist gerade alles rausgefallen und die Eier sind kaputt. Dann hat der Doktor gesagt, nein, also das kann ich gar nicht helfen. Also, das nützt nichts, wenn ich jetzt denen eine Spritze geben oder einen Umschlag machen. Du musst jemanden haben, der dir richtig hilft. Gang zum Apotheker. Und dann ist er mit dem Trottinett zum Apotheker, hat dort wieder getöpperlet. Der hat rausgeschaut und gesagt, Osterhase Hansi, was machst denn du da? Ich komme nicht wegen mir, ich komme wegen den Eiern. Ich bin wieder in den Wald gefahren und bei den Wurzeln umgekehrt und sind alle Eier kaputt. Man hat dann gesagt, los, Osterhase Hansi, ich kann dir auch nicht helfen. Wir könnten höchstens Pflästerli, die man nicht bei dir aufklebt, wenn du umgekehrt bist und das Knie aufgeschürft ist, drauf tun. Aber das können wir nicht machen, sonst denken die Leute, sie bekommen kranke Eier. Also das geht gar nicht. Gang zum Schneider. Und dann ist er weitergefahren und ist zum Schneider. Dort hat er wieder getöpperlet. Der Schneider Mock hat rausgeschaut und gesagt, ja, grüß dich, Osterhase Hansi, was machst denn du da um die Zeit? Ich komme nicht wegen mir, ich komme wegen der kaputten Eier. Komm rein, wir wollen schauen. Dann hat er gesagt, weisst, also Eierschalen nähen, also das kann ich nicht, das geht nicht. Aber ich habe eine Idee. Ich habe noch viele alte Stoffreste. Und jetzt tun wir Herzli und Sternli und Viereck und Kreisli ausschneiden. Und die tun wir über alle Spalt kleben. Und sie hat geschafft. Und der Osterhase Hansi hat ganz rote Backen vor lauter Schaffen. Und die Eier haben wunderbar ausgesehen. Und dann ist er gerade ins Dorf und ist die verteilen. Und dann ist er heim und hat aber gar nichts gesagt. Er hat gedacht, sonst sagen sie das nächste Jahr, ich darf nicht helfen. Und das nächste Jahr hat er es ein bisschen vergessen.
Und das nächste Jahr hat der Vater gesagt, du Hasenhansi, da, komm einmal zu mir. Was war so das letzte Jahr? Ich habe einen ganzen Korb Briefe bekommen von den Eltern. Die schreiben, sie wollen wieder die schönen Eier. Solche schöne Eier haben sie noch nie gehabt. Hat der Osterhase Hansi gesagt, ja, ich habe die Abkürzung genommen, bin durch den Wald und über die Wurzeln und dann ist alles ausgefallen und alles kaputt. Und dann bin ich zum Doktor und ich bin zum Apotheker. Und der Schneider Mock, der hat mir dann geholfen. Und wir haben alles ausgeschnitten mit schönen Müsterchen. Und wenn ihr an diesen Ostern so ein Ei bekommt mit Stoffmüsterchen drauf, dann könnt ihr sicher sein, dass es vom Osterhasen Hansi kommt. Weil der Vater hat nämlich gesagt, wenn die so ein Erfolg war das letzte Jahr, machen wir das jetzt gern. Das ist die Geschichte vom Osterhasen Hansi.